Es geht weiter, stets heiter, auch heute mal wieder zurück bei Pokémon Against Ye. Ja, und ihr seht schon richtig, wir sind direkt bei den Link-Kämpfen unterwegs. Ye Royal Online, wenn man so will. Das ist auch dringend notwendig, denn wir wollen uns ja noch den Megastein aus Season 1 holen. Ne? Den Megastein für Quatschutsu. Also, wer ist hier? Regeln für Link-Kämpfe. Bei diesem rasanten Kampfformat treten bis zu 4 Trainer glatzte gegeneinander an. Wer innerhalb der vorgegebenen Zeit den meisten gegnerischen Pokémon besiegt, gewinnt. Du kannst Pokémon bis zu 3-mal auswechseln, also überleg dir gut, dass du wann in den Kampf schickst. Wenn ein Pokémon kampfunfähig gibt, ein Team als besiegt, du kehrst zum Startpunkt zurück. Okay. Sämtliche Pokémon in einem Team. Okay. Diese Items besitzen je nach Farbe diverse nützliche Effekte wie die Regeneration von KP oder die kurzzeitige Erhöhung von Statuswerten. Ganz normal, von Z bis A hochkämpfen. Die vorgegebenen Zeiträume werden Season genannt. Wenn eine neue Season beginnt, werden ein Rang und deine Punkte zurückgesetzt. Am Ende einer Season kannst du abhängig von deinem erreichten Rang Belohnungen erhalten. Je nach Season sind bestimmte Arten von Pokémon Teilnahme zugelassen. Okay. Ja, das seht ihr auch schon, das Ganze dauert bis zum 5. November. Jetzt, wo ich hier die Folge aufnehme, ist noch der 1. November. Sprich, ich sollte langsam mal loslegen. Ne? Teams bearbeiten. Also quasi Kampfteams, ne? Warte mal, was mit denen. Was meinen Pokémon, die ich im Team selber habe, die gehen nicht, oder was? Weil dann hätte ich ein Problem. Okay, Moment, zurück. Dann muss ich den nochmal ganz kurz ablegen, ne? Das ist ein bisschen ungünstig gerade. Moment. So. Ich glaube mal, Lucario nehmen wir jetzt noch nicht mit. Gut, dann komm. Ja, es ist ja eigentlich so. Ups, was ist jetzt los? Okay. Doch, das geht. Da kann man so machen. Die Pokémon werden ja sowieso hochgestuft, ne? Also, die haben ja alle mindestens Level 50. Das passt dann soweit. Also, Teams bearbeiten. Ich hätte mal gesagt, ich nehme sicher Megani mal mit. Durungan hat dann eine gute Defense, würde ich halt ungern missen wollen. Für nächstes könnte hier noch gut passen. Dann. Stalobor muss eigentlich auch sein. Turtok, ja. Warum eigentlich? Ups. Turtok, warum eigentlich nicht, ne? So. Pandago hat dann so einen hohen Angriff. Wäre doof, wenn das nicht machen würde. Auch noch Ampharos und so, ja, aber mit denen versuche ich es mal, ne? Kampfteams, dann würde man sagen, einfach mal Kampf beginnen, ne? Und gucken, was passiert. Ach so, Team, das so auswählen. Ja, super. Also, ich versuche es mal so. Anzahl-Pokémon überschritten. Ja, wenn nur irgendwie 3 Stück mitnehmen kann, wieso? Warte mal. Ne, warte mal. Die wir da ganz kurz raus. Doch lieber mal Stalobor noch rein. Bei Team 1, Team 2 angeführt von Turtok. Gardevoir. Und Pandago. Ja, das ist mit Durungan ein bisschen das Problem gerade. So, und jetzt geht das? Okay. Die Suche läuft. Wir schauen mal, ne, wie lange das gut geht, sag ich jetzt mal. Ich kann schon mal so viel vorweg sagen. Für das Quatschutsu nicht. Ne, den Megastein für Quatschutsu brauchen wir Rang F. Und was Rang K? Ich weiß gar nicht mehr. Auf alle Fälle, ja, also ein bisschen was müssen wir machen. Und ich glaube, K war es tatsächlich. Soll aber relativ fix tatsächlich gehen. Angeblich. Wir gucken jetzt mal. Oh. Eine Meganie.
Aber ein kleines Problem gerade gegen das Vieh. Oh, Paralysier kann gar nichts machen, ne? Also man hier immer mit diesen Items, die man irgendwie holen kann. Hinterrücks, ne, angegriffen, okay. Nee, nicht. Ich wollte so, Spukball. Junge, kann vielleicht auch mal eine Attacke treffen hier. Ich glaube, wir gehen auf Gardevoir los. Natürlich, Quatschutsu muss sein, ne? Nur gegen Quatschutsu, aber die gewisse Schwäche, das stimmt, ne? Ernsthaft? Oh, kommt schon, Leute. Kann nicht sein, dass ihr alle immer auf mich losgeht. Der hat einfach 6 Stück. Und nun? Ja, machen wir weiter. Ich guck mal kurz. Hilfe. Eine Spucke verschluckt. Und so schnell doch schon plötzlich auf Y bin. Ich meine, bis K, ja, doch, dauert ein bisschen, aber könnte es ja trotzdem lohnen, ne? Oder könnte trotzdem funktionieren, sag ich jetzt mal so. Aber diese Items habe ich irgendwie nie gesehen. Die überall rumliegen sollen, angeblich. Ja, war ja klar.
Mann, Stalopor, wieso brauchst du immer so lange um den Move? Boah, das läuft da gar nicht. Der hat aber mega Energie, okay. Hat gar nichts bringt, ne? Losing in Armor, ne? Der arme Blue. Ja, ist ja gut. Ja, ich hab's geschnallt. Ich habe eine gewisse Schwäche im Team. Junge, Junge. Das Wundermond ist aber auch nervig. Der andere ist gar nicht mehr drin, ne? Ist ja Blut 2.0. Das ist weg. Minus 10 Punkte gibt das auch, ne? Trotzdem der Frage. Ja, ich renne nochmal als Team, komm. Also, wenn ich mit dem Team wirklich mehr Erfolg habe, kann man es noch ein bisschen noch justieren. Weil Megani ist eigentlich schon cool, ne? Aber ja, mit Megani und Stalopor direkt zwei Pokémon, die halt eine Feuerschwäche haben. Ja, vielleicht mit Turtok kombinieren wäre eine Option, aber irgendwie doch nichts auch gegen andere Stahl-Pokémon oder so. Also das aussieht, kann man irgendwie so, ja, mit den Startern auch. Wieso hat der jetzt auch einen Turtok? Ja, ist klar, Turtok schon down. Wir dürfen allen Seiten angreifen gleichzeitig, ne? Hä? Wieso nicht getroffen? So, Pandago macht das. Oder auch nicht. Ah ne, da wollte er das machen, ne? Mann, ja, Turtok ist langsam, das ist das Problem.
Also war kein Witz, ne? Das mit Turtok ist wirklich ein Problem. Okay, nach Pandago wieder. Hat leider keine Mega-Entwicklung, wobei bei dem Spiel würde es mich wundern, wenn man noch eine bekommt. So. Pandago ist besser als ich dachte, Junge. Ah, der haut hier ordentlich was weg. Pandago MVP aktuell, ne, bei mir im Team. Bei der Kombination aus Pandago, Stalobor und Megani würde noch ordentlich reinhauen. Rang W. Rang V. Übertreibt noch. Rang U. Ist nur ein bisschen übertrieben, ne? Einfach mal so auf Rang S. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ist das wirklich Rang Dinge? Ja, warte mal. S, T, U, ja, O, P, Q, R, ne? Ja, bis K dauert natürlich noch ein bisschen, also wenn es wirklich ein K ist. Aber grundsätzlich würde ich jetzt mal sagen, ne, wenn man da ein paar Dinge hat, ein paar Kämpfe, ein paar gute Kämpfe, dann ist das durchaus möglich. Oh, mal ein kürzeres Kampffeld. An so schlecht. Tja. Auch nicht dein Ernst, ey. Natürlich in Kombination greifen sie an, ne? Wie können sie auch anders sein? Hey, wieso haben wir nicht getroffen? Das ist zumindest mal eins. Eisenschweif, ja, nee, ist klar, Digi. Jetzt verkackten Eisenschweif gegen mich rein. Mhm. Mann, wieso könnt ihr einfach so ausweichen? Was ist denn das? Da haben wir schon wieder down. Junge. Dieser verdammte Clover geht mir auf den Sack, ganz ehrlich. Der hat bestimmt seine Pokémon auch Eva trainiert und so, ne? So. Oh, gleich beide miteinander. Sehr schön.
Ja, nee, jetzt schon wieder. Ja, das Vieh ist einfach übel, sorry, aber... Diesen Clover vorher schon mal gesehen, oder? Die müssen eigentlich zusammen ran, ne? Mach doch mal die Mega-Entwicklung, Turtok. Ich drück schon die ganze Zeit R wie so ein Bekloppt, aber macht's einfach nicht. Minus 10, weil Platz 3. Ja, ja, ist klar. $101 Megasplit. Okay, allein schon dafür lohnt sich's. Kuh, ne, als nächstes. Also wenn wir auf K muss, dann haben wir doch noch ein bisschen was vor uns. Aber ja, also kommt so darauf an, wie wir jetzt die nächsten Kämpfe so machen. Kann aber durchaus sein, dass ich jetzt vielleicht noch ein bisschen offscreen dann kämpfe und auf zusammenschneide dann, oder generell zusammenschneide. Da wäre natürlich eine Idee, ne? Nein, ich will gerade auswitchen. Ja, ist klar. Wow, ein Sieg, yay! Lohnt sich richtig, dieses Match. Eine Glurak, jetzt Rabigator. Machen wir mal schnell mit. Ja, natürlich einfach die Kombi. Nein, ich wollte einen anderen. Oh, hinterrücks. Ja, sicher. Hydropumpe ist der falsche Move für online. Sorry, wenn ich das so sage, aber online ist Hydropumpe der falsche Move. Er braucht zu lange zum Aufladen, damit verliere ich zu viel Zeit. Ah, ist das nervig.
Immerhin Q. Ja, ich muss mal Kampfteam ändern. Teams bearbeiten, ne? Hat theoretisch eine dezente Kampfschwäche. Ja, der Pumpe dauert zu lange, ne? Ich muss einen anderen Move einsetzen. Na egal. Wir versuchen mal hier mit Team 3. Man sieht aber relativ offen noch irgendwie Garados, ne? Interessanterweise. Wir haben ja auch eine Elite Garados. Oder das mal einsetzen. Es soll ja generell so sein, dass die Elite-Pokémon ja, wenn man sie fängt, die haben dann auch irgendwie 3 DVs auf Maximum. Und ja, was ich gemerkt habe, offscreen, wo ich mal gesehen habe, dass ja die Elite-Pokémon, die bereits bei uns auf der Box haben, die haben ja volle EVs auf KP, ne? Das ist auch interessant. Giersuche läuft, okay, jetzt braucht auch ein bisschen lange. Ja, aber ihr seht es jetzt, ne? Wir haben jetzt knapp erst 20 Minuten gespielt. Ich sage jetzt mal, abzüglich noch Intro und allem 25 Minuten und sind vom Z auf Q gekommen. Ich habe meine Pokémon jetzt nicht irgendwie noch DV speziell trainiert oder auch EVs und so. Ja, dankeschön. Insofern, ja. Da geht sicher mehr und ich glaube, es ist auch ohne weiteres möglich, innerhalb dieser Tage auf Rang K zu kommen. Wir haben es natürlich jetzt noch nicht gesehen, ob es irgendwie auch möglich wäre, dass ich irgendwie absteigen könnte. Angenommen, ich wäre jetzt nur auf Rang 4 nicht gar keinen Sieg geholt. Gut, stimmt, ne? Ich kriege ja Minuspunkte auch. Was ist jetzt eigentlich los? Dann tut der perfekte Vorwürfe. Jetzt geht gar nichts mehr. Ach komm schon, wieso kann nicht einmal mal etwas funktionieren? Leute, bitte. Was ist mit diesen scheiß Servern schon wieder los? Wieso kann ich eigentlich nicht wie bei Karmesin und Purpur irgendwie zwischen Online und Offline hin und her stehen? Also quasi beenden? Geht gar nicht, ne? Und da sind wir auch wieder zurück im Online-Match, ne? Rangkämpfe und ja, ihr seht, wir sind schon bei Rang L. Und der Sprung von L auf K nicht mehr so weit weg ist, würde man sagen, wir versuchen es nochmal. Ich hatte mit Team 3 hier doch noch ganz guten Erfolg, ne? Kann man nicht großartig meckern und so. Ich würde jetzt aber dann nochmal alle Teams ein bisschen durchswitchen, tatsächlich. Von Z bis A. Peach, Adam und was? Elitek. Also eine große Arena. Na toll. Der hat Turbo-Tempo drauf. Der hat gerade gleichzeitig gekillt. Ja, super, ey. Das kommt natürlich zu nichts, ne? Doppelsieg kann ich auch. Oh. Vielleicht doch nicht.
Gegen Giftbogen aber gab gar keinen Bock. Na toll. Und wieder down, wieder von vorne. Schön, war. Ja, ist ja gut, Junge. Hey, wo ist es? So. Okay, aber 7-4, 4-2 sieht gar nicht so schlecht aus. Müsste die meisten Kills haben, ne? Jo. Aber reicht das jetzt auch für Rang K? Also, Megania hat ja einen super Job gemacht, muss ich zugeben. Mega Megania und so, ne? Obwohl es nur Zauberschein war. Das war das Fehl-Move, aber, Mein Sargon war eigentlich auch mega stark, ne? Aber eben, sobald du dann mit Fehl-Move reinkommst, sind gleich mal ein paar Probleme. 150 Punkte, wow. Rang K. Geschafft. Und wir kriegen das Quatschutsu nicht. Meister der Typenvorteile. Jo. Nee, danke, das war's tatsächlich. Freunde, wir haben es geschafft, wir haben Rang K, aber das Quatschutsu nicht bekommen. Unser Soll ist erfüllt. Ich würde sagen, das war jetzt Part 30, ne? Vielleicht machen wir Part 40 dann die Kämpfe vom anderen, ne? Also sprich da von, Phenixis. Weil wir auch noch eins im Team haben, ne? Wäre ganz cool, wenn wir dort dann noch irgendwie dann jeweilige Megastein hätte und dann vielleicht nochmal 10 Parts später, also bei Part 50 dann, wobei, das wird nicht funktionieren. Wir müssen ein bisschen abwarten, bis er zocken kann. Aber naja, was soll's. Freunde, wir haben den Quatschutsu nicht, das ist die Hauptsache. Ich sage an der Stelle vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal zurück bei Pokémon Legends EA. Und ja, geht auf Rang K dann doch ganz fix. Natürlich auch ein bisschen Glück dazu, das ist klar. Aber kann man machen. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.